Willkommen zurück bei der Gelle Froh. Haut hat mir Podcast mit Alex Kirsch. Und hin das erzählt, für war hier in Andorra geplönnert das, ob Velo für hier in Passion oder Abschluss. Und en huet Irsch verroden, welche Buche geht empfehlen. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird dir präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Was du am Anfang in der gern so Gespräche, so Podcasts, Interviews oder so möchtest, oder was der echt ein, die so mit zurückhalten das? Also ich bin echt der Zurückhalten, mir macht aber Spaß bei Podcasten dabei zu sein. Für einen Antwort nicht unbedingt just über los. Ja. Meistens hält sich. Geht es rund um die Velo. Ja. Was sind dann andere Interessen von dir so außerhalb vom Velo? War natürlich die Familie. Sie bestellt mir 2 Kinder. Den größten Teil von meinem Leben. Dann probieren schon mal viel zu lesen. Also so viel möchte zu lernen. Nicht unbedingt Romane lesen, aber so in Biografien von außergewöhnlichen Persönlichkeiten interessieren mich. Finanzen. Mehr so Sachen wie Spiritualität und Weiterentwicklung. Okay, geil Thema. Was ist die letzte Biografie, die du gelesen hast? Die von Niki Lauda. Okay. Für 2 Wochen also fertig Und? gelesen. Gehst du rekommandieren? War nicht die beste. Für einen anderen, ich hatte den Film schon wieder geguckt auf Netflix. Dann war ein bisschen konfus, weil der Film aber zum Teil ein bisschen fort von der Realität war. Okay. Aber ja, impressionant, wie nach seinem Accident weiter gekämpft hat und natürlich auch wie sein Businessmodell rundherum aufgebaut wird. Ja, war auch nicht die allerbeste. Mehr, aber kann ich immer smart. Ich hatte eine Frage sogar aufgeschrieben, einfach eine generelle Frage, die ich sehr wollte stellen, die passt schon sehr gut. Nämlich, gibt es so ein Buch oder Film oder Lied oder irgendwas, was du so den Leuten rekommandieren, für sich das mal anzugucken oder anzulesen und zu lauschen, was dich geprägt hat oder inspiriert? Irgendwas kann ein Buch, kann ein Film, kann wirklich alles sein, ein Lied, wie gesagt. Du, also ich. Philipp, passt nicht so schnell, lieber lernen. lernen. Ich hatte mich ein Brief für Also ich gebe das vielleicht nicht die einfachste Lektüre, auch nicht die schwerste, aber Dave Greifen eine ganz gute Idee als den Alchemist, gebe ich so. Ja. Ich denke, wenn ich für ihn das lesen an der Message auf seine Art und Weise verstehen, wäre richtig gut. Und auch ja, effektiv. Was für Dinge Antwort? Ich habe noch mit dem Gedanken gespielt. Ich fand ihn, ja. Ich war zum Beispiel von dem Buch ein bisschen enttäuscht. Ja, du hast zu viel gehypt. Ja, hier auch gar nicht. Nee, du hast mir viel. Nee, das nicht. Also ein Hype wird nicht rundherum mit der Message als klar, dass du einfach, dass es keinen Schluss gibt, dass du immer muss weiterentwickeln, an den Weg weitergehen. Du hast nicht verstanden einfach. Hast du das gelesen? Also. Ja, das ist über die Pyramiden, okay? Hallo? Das ist halt spannend. Keine Action. Ja, spannend, das ist nicht. So wie in Michael Jordan irgendwie. Ja, oder eine Person. Von einem Federer, Nadal, so Persönlichkeiten, ja. Biografie zu lesen, eigentlich motiviert dich schon. Ab es war das rezent, also ziemlich rezent, du hast den Mond oder so geguckt, du war so ein Podcast mit Andrew Schulz, kennst du den? Das ist so ein Comedian. Nee. Podcast ist Flagrant und war mit Brian Johnson, das ist den Typ, den alles möchte für nicht zu sterben. Ah ja. Und hin hat das Universum so... Das ist ja den Virgin, wie ist schon mit den auch die Fliegerin an eine Rakete baut? Nee, das ist den... du meinst Branson. Branson. Ja, Richard Branson ist das. Nee, den heute ist ein anderen, der ist Brian Johnson. Und hin hat so mit einer Firma, ich meine, die für 100 Millionen oder so verkauft gehabt und er war mega dick gehen und nicht mehr geschafft. Hallo, möchten, weil er so viel tun wird, möchten alles für immer zu leben. Und hin meint, dass den nicht muss sterben. Und der Podcast ist wirklich mega interessant. Ich weiß über künstliche Intelligenz an dem Bereich, also von denen tut ein bisschen so mein Vue auf alles geändert. Wie hast du den Vue?
ma dat viel méi grad geschieht an dem Bereich an dat viel méi méigel ass so am AI-Bereich fir den DNA auch vielleicht uns verändern an dat Anfang also für einfach dick viel so bei mir ugerecht. Okay. Der fand ich wirklich interessant. Ja, schon. Schon 2-3 Mal geguckt. Ja. Dann dauert 3 Stunden, ja. Okay. Krass. Aber du hast die echt froh, die mehr direkt können, so die philosophische, ja, ist das da gut? Will man, soll man das wollen? Mal nicht darüber schätzen, so. Dafür gucken. Was denkt das, wenn man noch denkt? Wenn es möglich wäre, soll der Mensch können unendlich lang leben oder ganz lang leben? Ich denke, in dem Landthema, also verpasst Thema ein bisschen, dass es echt dass du beide soll zufrieden zu sein, glücklich zu sein am Moment. Und nicht unbedingt, ja, was will ich davon haben, wenn ich nicht richtig auf 3 kriege und dann ewig lebt. Du vielleicht ein bisschen mehr Zeit, irgendwann auf 3 zu kreieren. Ich denke, eine normal gesunde Lebensdauer geht an sich durch, für relativ glücklich zu sein. Das ist ein guter Punkt, weil dann ist effektiv bei der Dauer-Mentalität, aus der Quantität über Qualität auf einmal. Man nee, also gerade nicht, weil hin will ja, dass du mit 80 noch immer kannst gut leben und nicht mit 80 ja, schon. Der Risiko ist effektiv, so wie ihr seht, dass wenn du weißt, okay, ich kann 250 Jahre alt gehen, dann hältst du so den seize the day, müsste man wissen. Das passt nicht mehr so ab, dann hältst du den 24 Stunden, die du hast am Tag, für nicht mehr so wertvoll. Als der Risiko. Ja. Ich denke, mit dem anderen lenkt mit der Qualität nicht zu dienen. Natürlich, dass du mir lange lebst, wird mich flott. Wenn es dem richtigen Weg passt, dann umso besser. Just, dass das nicht automatisch heißt, dass es besser ist. Mir lange zu leben, als nicht unbedingt. Ja. Besser, aber wenn es die 2 kombiniert kriegst, super. Das ist ideal. Da dient du doch oft mit dem anderen zu dienen. Ja. Gibt es jedenfalls Tipps und Tricks für uns Normalsterblicher, mehr gesund und mehr lang? Das wüsst, was ihr seht, als Schlaf. Okay. Das ist wichtig, weil man Weil, ja. gleich mit dem Podcast mit dem General abgeholt und er sagt, ja, Musik können da durchkämpfen. Ja, also. Musik können eins geben, mit ganz wenig Schlaf, so, der Körper ist eine Routinemaschine, so, du gewinnst Strom. Nee, ihr seht Schlaf und dann Zucker. Ja, das sind so die wichtigsten, nicht so Power-Loss. Das sind so die wichtigsten Sachen. Nicht so 10 eng nicht. Und hin, weil bei ihm cool ist, hin publiziert alles so, dass für jeden zugänglich ist. So. Also du kannst genau gucken, wie ein Supplement hin hält, genau wie viel Watt ist oder so. Wo? Auf seiner Website. Okay. Hast du so Ernährungshacks oder jedenfalls Routine für gesund zu sein? Ja, die Standardsachen. Also ich bin an sich der Meinung, dass es nicht unbedingt Geheimnisse gehen oder eine spezielle Weg, die just richtig ist. Mehr eine ausgewogene Ernährung, einen gesunden Lebensstil am Sinne von ja, genug Schlaf. Mir einfach so der Rundum-Package. So, ich denke, dass es immer falsch ist, sich auf etwas zu konzentrieren und so, und das ist der nächste Weg. Wenn einer mehr zufrieden ist, weil er rot Fleisch ist, dann ist das gut. Aber wenn er eben ohne Fleisch leben, dann ist das gar so gut. Solange es ausgewogen ist, denke ich, ist das immer der richtige Weg, auch im Sport. Wie ist das bei dir mit dem Schlaf, mit der Kanne? Ja, gut. Geht das? Ja, das geht. Das ist absolut kein Problem. Wichtig ist immer, eine Struktur dran zu haben. Das kann man zu selbst Zeit an Bett zu bringen. Und ja, dann, ich meine, bis 7, halb 8. Also sowieso Zeit für aufzustehen. Hat das angefangen, einen Impact gehabt auf dein Training, so Kanne zu kriegen? Ja, ein positiver Impact. Hauptsächlich einfach, dass das wirklich strukturiert sind. Ich war früher schon immer echt diszipliniert und seriös, aber da war wirklich dann der Moment zu sagen, okay, Sachen muss strukturiert mal einen Plan sehen, so geht das alltag gemacht. Mein Training ist sowieso schon für ganz hoch und da muss man mit Sachen rundherum aufpassen, dass das gut kann gemacht werden. Vielleicht ein bisschen spontan Sachen sind weggefallen, aber das sind einfach Sachen, die ich muss adaptieren. Du wohnst ja mit deiner Familie in Andorra, gell? War echt mal gefällt da, wahrscheinlich schon. Ja. Und
Wer ist es par rapport zu Lützeburg? Ja, ganz es sind verschiedene Parallelen da. Ich meine, ein kleines Land, wo ich für ihn sich kennt. Und dann natürlich eine ganz andere Kultur, mehr eine südländische Kultur, wo vielleicht ein bisschen mehr offen, also wo ich mehr offen ist zwischen den Nachbarn. Und dann ja, von der Topografie natürlich ganz anders. Mitten an den Bergen, wie warm, der Kontrast zwischen Sommer und Winter ist ganz groß. Mit Skifahren im Winter an eben richtig Sommeren, dann 2 Stunden von Barcelona, von mir fort, dann ja, an dem sind ganz anders. Aber generell von der Infrastruktur ähnlich. Okay. Was war der Hauptgrund, dass du hier gegangen warst? Wow, da muss ich weit ausholen. Steuer. Ja, das ja, an sich konnte mir sehr kannt. Meine Frau hatte so einen Wunsch, dass sie wollte Kanner erzählen. Dann hat den Congé sans solde geholt. Sie war Joffa. Und du war man sich so nicht wirklich gebunden. Wir hatten immer die Idee, weil meine Frau zu Barcelona studiert, dann ich hatte Fernstudium gemacht. Da hat man sich nie die Erfahrung im Ausland zu wohnen. Und das war bei so To-Do-List natürlich irgendwann. Und dann durch einen Schicksalsschlag war ein bisschen, haben wir gemerkt, so, Heinz, du darfst nicht Sachen zu weit nach hinten regeln und so einfach machen. Und wie gesagt, meine Frau hat nicht geschafft im Moment. Mein Kind war noch nicht an die Schule gegangen und ich kann trainieren, wo ich wollte. Du war das so ein bisschen der Moment für zu machen und du nur mal so geguckt für einen Flotplatz zu finden. Außerdem war vielleicht auch, ja, war auch im Moment, wo Lützeburg keine andere Profi gewohnt und war auch nicht immens motivant am Winter halt zu trainieren. Und, welches Jahr war das? 2021 haben wir dann die Decision geholt. Ende des Jahres geplant. Und da war, wenn man sich einfach eine Checklist gemacht hat, was das wichtig wäre. Und da sind wir in Andorra abgetaucht, dann haben wir es da gucken und haben uns direkt darauf verläuft. Das war an sich am Resümee der Weg. Was war noch so an der engeren Auswahl von Ländern? Wir hatten nun eng 4 läuft für Mallorca. Also auch Velos. Für Velo genial, auch von der Kultur. Einfach mega schön, warm. Wir konnten uns vielleicht mit dem puren spanischen System nicht unbedingt identifizieren. Und Andorra war so ein bisschen der perfekte Mix zwischen der Infrastruktur vom Land, von der Sicherheit für allem, auch ein immens großer Pluspunkt. Und dann der Internationalität vom Land, also relativ viele Expats, die hinauswandern. Wo wohnst du genau, in der Hauptstadt? Oder? Nee, an einem Dorf neben Duen Sordino. Okay. Ja. Aber wie kann ich die Stadt vorstellen, also wie hier an einem... Die Hauptstadt könnte nur Lützeburg rum und Stadt Lützeburg. Du warst schon, ich komme schon die Brücke erinnern, ja, genau. Den Fluss drin. Ja, also ein bisschen wie klein, vielleicht wenn den wirklich den Stadt kehrt. Und dann nur den 3-4 Mikro-Dörfer rundherum. Okay. Ordino, da ist am besten gefallen, ein bisschen außerhalb von der Stadt, dann Chevuen. Aber wie ist mit den Kanal? Wo ist denn der mit welchen Sprachen, also wo ist denn der da? Mit Katalanisch, Spanisch und Französisch. Okay. Also Französisch und Katalanisch sind Hauptsprachen und Spanisch finden sie in der Schule. Ja. Respektive auch durch den Mix von den Kanner rundherum. Mein Bauch hat Precoso gefangen an der französischen Schule. Ja, mein Mädchen fängt recht mit Schwätzen, aber kann dann eben mit mir Schwätzen Lützeburgisch, weil wir das schon eben, das sind das gut lernen. Und, dann schwätzt Hartlo ein bisschen Katalanisch, und mein Bauch schwätzt sowohl Katalanisch wie Französisch. Nice. Okay. Ja, cool. Nicht schlecht. So Philipp, du weißt, dass ich mit gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv nach froh, wie du das mit der Assurance da gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assuranzen verglichen.
À mon avis huet AXA die perfekt Solution. Bei hin Site kannst nämlich direkt den Tarif simulieren. Das klingt ja perfekt. Und wie gesagt, das da konkret aus? Du gehst einfach op devi.axa.lu, du gëst den Informationen an dann an pur Klicks kriegst du direkt eben den Simulation von den Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles das inklu. Du gebe ich da rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link innen an der Beschreibung klickst. So viele, du hast schon eine Vakanz gebucht für diese Sommer? Nee, noch nicht. Ich hatte letzte Jahr eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich war ja kurz vor meiner Vakanz krank gehen und ich alles müssen annullieren und ich bin einfach meine Kaste sitzen geblieben. Ja, aber du weißt, dass es dafür Assurance gibt. Von was schwätzt du? Aber weißt du das dann nicht? Bei deiner Visa-Premiere von der Spurkäse hast du die Assurance mit dran. Ja, aber für so ein Karzkräbe bezahle ich mal bestimmt dann aus dem Kopf. Man nee, gut nicht. Die kriegst du gratis bei deinem Access-Package mit dran. Du musst dich nicht mehr informieren Site für die genauen Konditionen. Aber hätte ich das gewusst, da kann ich nur direkt hin meine Vakanz buchen gehen. Schon ein Thema, denn wenn ich war das letzte Woche, als so ein Fahrer bei der Österreich-Rundfahrt gestorben. Bei einer der Sound, das gefällt. Ich weiß noch nicht genau den Kontext mehr. Ist das so ein Thema zum Beispiel von den Kannerschäden, so, was dich auch beschäftigt beim Velofahren? Das ist aber ein Sport, den manchmal überproportional gefährlich ist. Ja, das heißt, ja, natürlich denke den da runter, aber ich kann da keine gute Antwort geben. Mich immens traurig für die Person und seine Familie. Mich will so Gedanken nicht, weil ich denke, das wäre einfach nicht sicher, wenn du mit einer Angst rundherum fährst. Ich denke, ein Autofahren ist proportional gesehen viel mehr gefährlich, aber wir klammern einfach da ein Autofahren rundherum. Ich war schon immer derjenige, den immer Risiko aufweicht. Ich denke, das ist natürlich mit Risiko immer verbunden, aber das kann ich auch aufweichen, eben zu einem Moment, wie weit du hochgeht und Limiten. Ja, ich meine, das ist effektiv die Antwort, die alle Spitzensportler geben, weil den Gilles Linz, NASCAR-Fahrer, war auch bei unserem Podcast und den hat davon auch ähnlich gesagt, so, ja, das ist ein mega gefährlicher Sport, aber wenn du bis drüber nachdenkst, so, das ist gefährlich, da fängst du an zu zögern und dann hast du schon geschossen. Du weißt, ja. Das ist natürlich auch bei allen Schüttern immer wichtig, das so sehr wie möglich zu verschaffen, weil es könnte dann eben, das sind an sich immer so Millisekunden, wo ein Landschenk schütt kennt oder nicht. Und wenn es nicht frei am Kopf ist, dann fehlt dann oft dann hast du die Zögerung dran und du fällst nicht. Der Spaß am Velo auch sagen, dem sogenannten so Flow State, dass du einfach voll am Fokus schon Deals, ja. Vor allem wenn an so Sachen wie Sprinter geht, Massesprinter, wo man oft instinktiv Entscheidungen hält oder so ein bisschen unter dem Cruise, wo man dann noch nicht an sich kann erklären, wieso in Stadt gemacht, am Platz etwas nicht. Okay. Ja. Okay. Und du hast dich ja qualifiziert für die Olympischen Spiele. Frisst du darauf? Ja, natürlich immens. Also einerseits freue ich mich auf den Kurs, aber auch natürlich selektioniert einfach zu sehen. Und das war ein großes Ziel an meiner Karriere nach, wo lange mal kein Ziel war, weil ich einfach gesagt habe, das ist nicht möglich. Okay. Es ging so viel besser vor wie ich. Und dann Step für Step sind ich besser gehen und dann, ich glaube so für 2 Jahre haben wir gesagt, okay, das wäre zwar cool, wenn ich das machen könnte. Und dann hast du effektiv auch letztes Jahr ein Ziel gehen. Was hast du noch erreichen für qualifiziert zu sein? Am Velo gibt es nicht so Qualifikationszeiten oder Punkte, wo ich muss erreichen wie an anderen Sportarten, aber das ist ein komplexer Sport, wo Strecken aufhängig ist und je nach Taktik auch eben. Und dann natürlich alle letzteburgische Fahrer ihr Rolle an seiner Equipe kann nicht unbedingt so gucke ich war 4 und dem anderen ist sie besser, aber das alles geht man dann die Rechnung ran. Ja, schlussendlich war eine Entscheidung vom Nationaltrainer, den gemerkt hat, dass der Parcours
also den eng Präselektion gemacht oder gesagt okay die Vorer kommen afro die sie kapabel oder die gesinn als beste Vorer und dann geguckt huet wie seiwwer der lecht Joer am besten op so engem ähnlichsche Circuit an Evidenz gesagt hat. Wie den Chancen op wat mal so op Podium keine aus dat realistisch oder das net realistisch ja, das relativ unrealistisch in Podium zu denken ich denke eng gut Platzierung no den Zengchten oder ënner den Zengchten dat wär realistisch oder dat net onméiglech hunn ich auch deelweis gemacht gehabt op World Level wobei ich noch muss wissen dass ich in Ekipiers roll und an London unbedingt kann immer mat voll Energie just für mich fahren gëtt eng speziell Kurs weil sie vun de Vorer stark miniméiert am Verglach zu es wat mir gewinnt sinn an schenken dat huet e riesen Impact op weil ke genau wees wéi die Kurs oflief normalweis also eng Profiskurs relativ standardiséiert wéi den Ofler was an die Frenetzung Aufgaben du no fanden sech die best fir die Viktorkämpfen an Heiget bisssen ancht. Wie gehst du überhaupt so einen Kurs run, was du in den sehst, ja, ich gehe mal best und mal gucken, was könnt, oder was den so verkauft bisschen zu denkt, ja, ich muss besser sehen, ich muss das wissen, den da so überdenkt. Nein, überdenken nicht mehr im Alter. Okay. Nein, ich weiß, was gefroht ist, ich weiß, was ich muss viel trainieren, und ich weiß auch, wie ich mich viel zu bereden habe. Und dann, also nervös bin ich vielleicht ein bisschen den Tag selber, wie für alle Großkursen, auch mir generell, sind ich nicht mehr aufgeregt für einen Kurs. Und dann muss ich probiere immer just mein Bestes zu machen, dann bin ich zufrieden. Okay. Ja, auch in dem Kontext, so generell, als Velo anfangen für dich eine Passion oder als Arbeit? Eine Arbeit, ja. Die mir Spaß macht. Aber eine Passion, das war also entweder oder froh, das ist definitiv mehr eine Arbeit für eine Passion. Okay. Aber das ist ja normal. Ich bin 32 Jahre, ich habe eine Familie zu ernähren, dann muss ich so verdienen und das ist der Grund, für was ich auf Kurse gehe. Und das ganz, also wenn ich nicht dafür bezahlt gebe, ich habe es ernst zu machen. Ja. Dafür so die Arbeit mehr. Das ist eine Arbeit, die mir immens viel Spaß macht. Ich finde den Lebensstil gerne. Ich gehe alle Tag gerne trainieren. Und ich fahre noch gerne Kurs. Mehr Passion war das als Teenager. Das war eine Passion und du hast eine Arbeit gehen? Ja. Okay. Ja. Und also just wo es Arbeit, weil es muss machen, weil es eine Familie ist. Stell dir vor, du hast noch keine Familie. Wäre dann noch immer eine Passion? Nee, da wäre ich noch mal 32 Jahre und muss den 1000 bezahlen. muss ich ja, wie soll ich sagen, und das soll Ziel ja von den Vereinen, eine Arbeit zu machen, die ich gerne möchte. Und das tue ich. Okay. Und ich fand, und ich bin immens glücklich und ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann. Ja, bis wann nie kannst du das machen? Ja, du geht das realistisch noch. Das hängt von meinem Niveau auf. Im Moment gebe ich so nach lang, weil ich bin zwar vielleicht echt da von der Moyenne lokal, aber ich gehe alle Jahre noch besser und ich bin auch zuversichtlich, dass das nach ein paar Jahren der Fall ist. Und dann könnte ich den Punkt denken, wohin ich muss freuen. Ja, schlussendlich kommt alles auf Motivation heraus. Wie gerne gehst du nach trainieren? Und weil denen oft gesagt, dass Leute zum Schluss von ihrer Karriere nicht unbedingt mich schlecht gehen, mir vielleicht einfach bisschen sich mich schwer, dieselbe Erfahrung zu machen. Natürlich gehen es ja physische Sachen, die eine Rolle spielen, dass vielleicht Zellen oder Muskeln mitgehen, losgehen und so. Aber ich denke, dass der größte Effekt aber Motivation ist. Und solange ich noch Spaß finde dabei, gebe ich das gerne weitermachen. Okay, von dem Brian Johnson auf. Ja, vielleicht kannst du. Vielleicht kann 10 Jahre gebe ich nicht, vielleicht nicht mehr machen, dann ist einfach noch Schluss. Man muss die Heine schmachen. Ja, ja.
Und dann als Mengefro nach während dems war das dann no denger Karriere geplant. Wo ist schon einen Plan? Ein konkreter Plan nicht. Was schön Zitronen. Okay. Ja? Nein, Wie du was mal ja. nee, schon den Flasch gegessen. Genannt. Merci. Merci. Ein konkreter Plan habe ich an sich nicht. Schon ständig Ideen. Also ich bin okay, indem ich sehe, ich denke nicht dran. Ich sind noch Sportler, die so, wenn du bist, darüber denkst, dann hast du den Karriere schon halb war. Der Meinung sind ich, also ich verstehe, wenn jemand so denkt, ich bin für mich persönlich der Meinung nicht. Weil ich da will einfach mal gucken oder ich will gerne mich gerne ab, für herauszufinden, was ich gerne machen. Für mich ist es mehr wichtig, dass ich weiter kann. Ich lebe nur in Traum, ich habe eine Arbeit, die mir ganz viel Spaß macht und ich will das so weitermachen, auch danach an irgendwo etwas finden, wo ich ein Plus-Value bieten kann. Und so ändern sich die Ideen im Laufe der Jahre. Wie ich knapp Profi gesehen und ich denke durch, okay, das mache ich vielleicht ein paar Jahre und dann gehe ich studieren, dann gehe ich normal arbeiten, dann merkst du, ja, das geht vielleicht aber eine lange Karriere. Und ich denke schon, dass ich gerne am Sport dranbleiben. Fällt einfach, weil ich so gut daran gesehen, dass ich da ganz vielen Vorher helfen, ob an einer Equipe oder so eine Rolle als Direktor sportiv gibt mir eigentlich schon gut gefallen, weil ich schon ein bisschen auch die Rolle als Vorher Moment anhören und ich denke, das wäre etwas, wo mich motivieren geht, weil da abzustehen und an das richtig gut zu machen. Ich habe keine Velosboutique auf Finlandi. Nee, ich denke, da soll ich nie so mehr, ich denke nicht. Nee. Okay. Wie ist das mit dem Gruppato am Anfang zustande gekommen? Ja, das ist eine witzige Geschichte. Ich habe einen Kollegen kennengelernt, den Entrepreneur war. Ich bin auch generell relativ viele Entrepreneur an meinem Freundeskreis, weil ich möchte gerne von Leuten gehen, die etwas lernen kann oder die ihn einfach ein bisschen pushen. Und das hat mich immer fasziniert, wie hier das Projekt gegangen ist. Und dann hat er mich gefragt, ob ich will den Gruppetto machen. Und dann hat er ein bisschen so einen Test für mich, ob ich nicht mehr so bin. Ich fand das faszinierend, wie ich doch kann da machen. Und ja, dann haben wir das für auch über 6 Jahre gestartet. Wie war das? Der Paul Resches. Ah, der Paul. Ah, das ist cool. Ah, war der Paul Martini gekommen? Ja. Ah, gut, Paul. Okay. Und dir sind nur zu, wie viel? 5, gell? Ja. So sehen. Okay, cool. Also merkst du, dass mehr Platz Ja, der macht das gut. Schon 4 Jahre bald nutzen. Schau dir Gruppetto. Ja. Tour de France, lo, wie war das denn? Man kann zur Olympiade. Nee, ich war 2 Wochen für Tour de France, war ich einen Kurs gefallen auf die Knie. Und das hat ein bisschen mehr lang Probleme gemacht wie gedurcht. Und ja, schlussendlich bin ich nicht selektioniert, du denkst. Okay. Ich kann kurz auf die Gruppetto zurückkommen. Heute Paul Anfang, Demos, wo mir als gemeldet für heute Podcast aufzuhören. War das so ein Gespräch an dir? So, ja, das sind 2 Jungen, die wollen Podcast bei so. Ja, ihr sollt, ja? Da sind 2 Jungen, die kommen, wir wollen die unterstützen. Da waren wir alle auch verstanden. 2 Jahre wird schon, wir sind da hingekommen, wir hatten also 4 berät. Und der Paul war so in 1 Minute mit ihm geschwärzt und ich war so, ja, gemacht. Ja, hast du so überrelaxt. Ja. Und dann, wir sitzen da, gell? Ja, das war noch, genau. Wir haben einen Kaffee getrunken, haben wir so ein bisschen erklärt, so als PowerPoint gewesen, ja, das ist gut, kommt einfach lernen von der Welt. Willst du das den kann auch, weil du fahren? Die Frage stelle ich mir oft. Ich weiß es einfach noch nicht. Ich meine, ich müsste im Moment aufwarten. Aber nur nicht wegen der Gefahr oder so etwas. Ich gesehen, die Welt sich ein bisschen schlecht entwickelt für die junge Generation. Okay. Aber weil dann zu meiner Zeit war das Tätschel übrigens ganz alt. Schon die zweite Kehr, wo du selbst ja. siehst. Da war also ich bin an die Schule gegangen, an der Liste, und habe nicht ganz viel so zu den Sport gemacht, also Velo gefahren. Und dadurch seriös, aber das war ein Hobby. Und dann
nur im Lycée, da war sie noch schon okay, ja, sind vielleicht gut genug oder nicht, oder wie sind die Interessen, und dann hat ihn das ein bisschen seriös gemacht. Und dann hat er nach 4 Jahren an sich Dashboards-Kategorie Zeit, wo ich dann üblicherweise nur der Kategorie Profi ging. Da konnte ich dann noch studieren, mir nicht, oder ja, das war vergangen, sodass ich genug Zeit hat, einen Plan B zu holen. Ein anständiger Plan B. Ja. Wenn ich nicht gegen Profi gehen. Und da das fortlassen. Also das vorher relativ frei Profi, mit 19, 20 Jahren. Respektive der Level ist so hoch an Blut gegangen, dass auch nicht mehr Zeit ist, für ein bisschen daran zu wissen. Du musst mich frei aufhängen. Viel mit frei aufhängen. Und da selbst war ein bisschen Angst mischt, weil den Beruf für mich perfekt ist. Und doch, ich gebe mal ein eigenes Wünschen, aber das ist ein super, super harter Weg gewesen für mich. Und Gott sei Dank hatte ich, das war oft aber für mich, war mal ein Punkt, war okay, wenn das nicht geht, dann ging ich manchen anderen coolen Beruf. Just wenn sie das mit 16, 17-Jährigen die Entscheidung schon muss holen, dann startet schon von alles. Für dann vielleicht auch Profi zu gehen und zu merken, oh, das alles gar nicht so schön, wie die Stadt vielleicht vorgestellt von den Tour de France guckt, dann, dass man als dass man so Star sind, oder das ist doch nicht an der Milieu, ist auch nicht so live, oder du musst schon eine Deckhaut tun, für sich durchzusetzen. Du winkst. Also, das erklärt, wieso ich schon nicht direkt ja so. Natürlich, wenn mir egal was du möchtest, gebe ich immer unterstützen. Mich gebe vielleicht nicht an eine Richtung pushen. Wenn der Jung beide kann, du ja jung, und er sagt, ich will den Sport machen. Gibt es E-Sport, wo du siehst, so, nee. Nein, nicht, wenn man aufhört. Okay. Solange nicht, ich gebe alles unterstützen, solange nicht seriös ist. Nicht Fußball. Nein, solange nicht seriös ist, dann an disziplinär das und probiert sein Bestes zu gehen, dann das immer natürlich viel Engagement von den Eltern immer gefroht. Auch bei meinen Eltern war das so, wo Sommervakanzen draufgegangen sind, an Weekend dafür Kursen zu fahren, und dann denke ich, dass ich sage, just für Respekt, dass das dann auch richtig zu machen. Ja. Vielleicht muss er dann, wenn es geht, rauslaufen, plötzlich kommen, da gehen sie an der Sportsliste. Weil ich meine, das ist final danach der beste Mittelweg, für dass du aber normalen Aufschluss musst. Und ich so da als in den Sportsliste. Ja. Und dann, also ich weiß nicht, wie viel du musst trainieren als 15-, 14-Jährigen am Velosport. Ich weiß doch nicht. Das war just, wenn ich 18-Jährige gesehen, die bei uns an die Kippe kommen, 19. Und ich höre, was sie Junior oder die, was Show abgehalten für wirklich auch 30.000 Kilometer zu fahren, was am Jahr, was für Profi üblich ist. Und ich war, ja, da kannst du gar nicht an die Show gehen, weil mir gehe auch nicht nach an die Show. Ja, klar. Ich muss just trainieren erreichen. Für gut zu sehen, wie viel ist das physisch und wie viel ist das mental, wenn du mich abteilen? Hängt auch von der Definition von gut auf. Also gut genug für Profi zu sein oder für Profi. Dein Niveau gut. 50-50. Okay. Und schaffst du schaffst auch mehr und Dinge physische? Nee, werde ich mehr, werde ich immer mehr nach gemerkt, wie wichtig ich eben mir war das auch durch Erfahrungen, die du eben am Laufen der Karriere gemacht hast, immer um Sachen Bayern, die Sachen, die dich schnell aus der Ruhe bringen, wo du dann gehst, Energie verlieren, die, also das wäre auf der physischen Seite, wo du gehst verlieren. Und ich, also nee, ich schaffe die zwei Seiten selber viel. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn du willst, auf dem Level lang fahren, konstant fahren. Das ist schwer, das anzukategorisieren, mit das sicherlich falsch zu denken. Du brauchst den Niveau von Talent. Ich sehe mich nicht als großes Talent, aber sind ich relativ guten Profi gehen. Das ist nicht als großes Talent? Nein. Also nicht physisch gesehen. Also gut, gut. Mit die sicherlich ganz viel Fahrer, die physisch gesehen besser sind, und die aber nicht
also die geben an einem Test besser aufschneiden wie ich, und ich sind aber dann besser in der Kurs. Okay. Oder um eine besser Karriere, wie es auch immer willst. Hängt eben von der Definition von gut auf, was du noch ivrig bleibst oder wie viel Erfolg du hast oder wie höchste Level von der Equipe zum Beispiel war. Ja. Mit dafür musste das schüss mental, also auch an den Kurs ranzugehen und einfach können der Best aufzurufen als mental. So man kann froh von den Leuten durchgehen, hat ja eine Story gemacht. Die dort froh, wie bist du auf den Velosport gekommen? Kannst du vielleicht ganz kurz sagen? Das war durch meinen Papa. Da waren der letzte, wo ich so 2000, 2001 war lange ins Haus gefahren. Ich habe mich gefragt, ich werde mal gucken gehen. Und dann habe ich aber nicht gesagt. Und dann hast du mit Pobidon, weil du aber gucken, dann hast du mit Pobidon hier zurückkommen, weil mir Bidon Heinz auf Zeit gehalten, wenn sie eitel sind. Und das hat mich fasziniert, dann wollte ich unbedingt die nächste Etappe gucken gehen. Die war in der Stadt, da sind wir gekommen. Ja, das war wenn es ein Bieder. Ja, und dann, du kriegst ein Velo gekauft, da wollte ich Velo fahren. Okay. Und dein Papa hat noch selber Velo gemacht oder nicht? Nee, mir war aber als Jugend, also als wie am Jungverein Telefons gucken und so. Okay. Aber wir haben sich nie über Velo geschwart oder nie proposiert, dass ich so Velo fahre. Okay. Mal die nächste aus. War das der nächste Großkurs das Jahr? Ja, das ist dann die Olympiade. Wen aus den besten Roller, den du jemals gesehen hast? Ich gebe so einen Toni Martin, mit da war ich, sind nicht so viele Kurse mit dem gefahren wie den, ob es eine Höchstzeit war, da gebe ich den Tim de Klerk so an. Okay. Auch für letzte Boy, mit denen du jemand gefahren warst? Als Roller? Ja. Ja, so in der Kategorie hat man nicht unbedingt wirklich so. Ich gehe so in die wirklich auch, also mit dem ich ungern gehe, fröhlich fahren werde, so wie der Bob. Also weil er einfach enorm stark ist und in gleichmäßigen Rhythmus ganz lang kann fahren. Seid ihr von Kollegen? Ja. Wir sind, wenn zusammen nur gefangen Velo zu fahren, vielleicht ein Jahr vor mir, selbst schon alt, aber wir sind an sich quasi bisher Profi gehen, dass immer zusammen am selben Verein auch gefahren, wir waren dann auch im Sportsliste in der selben Klasse. Okay. Immer gegen den an den Jugendkategorie gefahren, mehr als Kollegen eben. Aber wenn ihr wisst, was sind denn Großziele für den Rest von der Saison? Ja, Großziel war die Olympiade, die Olympiade. Ja. Und dann war es den Tour de France, den ist fortgefallen. Und dann denke ich, nach vielen Kursen mit, also ich kann mich meistens im Sprint an als Equipe mit Petersen, dass wir dann ein paar Kurse können gewonnen zusammen. Nice. War das dein Ziel für die Olympiade? Top 10? Ja, ich gehe schon das realistische Ziel. Okay, gut. Ich hoffe ein Top 7. Okay, ja, tun ich dann nie heiraten. Ich wollte Top 5 sagen, ich wollte dann nicht viel Pressure, Mann. Ja, ich kann immer da leben. Wie froh sind denn Kanner, wenn sie dich auf der Tolle respektive auf der Strecke sehen? Ja, ganz froh. Sie kommen noch, also meine Frau kennt auch ganz viele Kurse und für mich ist die Menschen schön, sie gesehen, aber sind so an dem Alter, dass sie mich erkennen und ein bisschen verstehen, was ich das mache. Was sagen Sie auch vom geht Papa am Velo fahren? Ja. Papa geht geil für dich. Und die Lasch? Was gibst du deinem Jungen euch mal auf den Weg gehen? Das ist geil. Ja, generell habe ich unheimlich viel gelernt und mich auch stark verändert über die Jahre. Aber ich gebe ungern so, all die Sachen oder all die Informationen, die ich gelernt habe, gebe ich direkt hingehen, weil die Erfahrungen müssen mitkommen. Ja. Und ich hätte vielleicht auch nicht so geholt, wenn ich nicht die Erfahrung mitgemacht habe und
da den Message richtig verstanden hat. Da dehnt sich vielleicht, hätte ich echt da können aufhängen, generell zu investieren an mich selber oder ich weiß da Ich habe Nee, Bitcoin mal wäre nicht, gut gewesen. ja, man muss nicht finanziell, also nicht nur die Sache, mir auch, ich weiß da ganz sparsam. Okay. Und weil ich dann am Laufe meiner Karriere gelernt habe, dass es noch viel Suche muss ausgehen, für nur sich selber zu gucken, mit Osteopathen, Kinesen, und das einfach, also gute Ernährung kannst du auch und so, und dass da dann sich auch eine Retour gibt. Vielleicht nicht direkt, mehr am Laufe meiner Karriere geht das exponentiell viel. Siehst du so, dass du Lohner immer besser gehst? Ja. Worauf schlägst du da zurück? Und Resultate? Nee, also für wann meinst du, dass du Lohner besser gehst? Weil ich denke, weil ich reflektieren, also nie Sachen einfach so ausprobieren, weil den anderen so möchten, mir immer drüber nachdenken und dann auch nicht Verrücktes machen. Also nie, ich gucke immer, das hat nicht geklappt, das hat ich matt und ich gucke, was geht nicht nach. Okay. Kann ich aber nicht verstehen, dann okay, das meine ich meine dann aber nicht die 5 Sachen zu summen, mir just gucken, ob das klappt, weil ich weiß, Basis, die stimmt schon. Und dann da müsste dann sich vielleicht kein Riese sprengen, aber du musst auch nie gehst nie Schritt zurück. So los, aber so. Und dann gehst du Step für Step gehst du weiter und du lernst immer etwas bei und dann irgendwann kannst du 10 Jahre drauf, hast riesige Wissen über dich selber, über deinen Körper, über den Kurs. Ich denke einfach nachdenken, nicht einfach einen Kurs fahren, das ist nicht gut gelaufen, okay, die nächste, mir für weiter ist nicht gut gelaufen. Was kann ich besser machen? Und dann, also sich nicht scheue Fehler zu machen, mir sie nicht zweimal zu machen. Ja. Wie ist das für dich, wenn du den Tour de France gesehen hast und du warst nicht dabei? Sauer. Ja? Ja, schon. Okay. Das ist natürlich der größte Kurs vom Jahr oder die generell am Velosport geht, dann noch eine Bestätigung, dass du zu den Besten gehörst. Und dann geht natürlich auch eine große Präparation daran, wenn du das alles gemacht hast und dann kannst du nicht fahren und du fühlst dich aber gut und du warst daheim, dann ist das nicht so flott mehr, das gehört eben dazu. Also das ist von denen Rückschlag, die dich auch besser machen. Also der generelle Rückschlag hält mich nie matt, weil ich schon weiß, okay, das geht mir irgendetwas, ich weiß zwar noch nicht was, aber an einem Jahr so oder an 2, das war gut, dass das geschieht. Das war auch immer so, okay, wenn etwas ein bisschen schief gelaufen ist in meiner Karriere, hat das irgendwann sich bezahlt gemacht. Ja, du kannst am Anfang immer das positiv sehen. Ja. Kannst du auch so, okay, vielleicht wäre ich noch gefallen am Tour an meine Karriere. Ja, effektiv. So, mir noch eine Frage vom General, den war für den Podcast. Und der will gerne wissen, wer eine Lützeburger Institution und Lützeburger meinste laut Statistik am meisten vertrauen? Lies vielleicht ein paar Institutionen, die dort Ja, da müsste man so. Also, das sei Unialu, ILRAS und so weiter, Chambre des Députés und eine Recherche gemacht. Du hast zum Choix Télé, Presse, Radio, Parlament, Kommission européenne, Conseil des ministres, Gouvernement, Armée, Cour de la Justice, Chambre des Députés und Sozialmedien. Leute zu Lützeburg. Ja. Alle Alterstranchen. Ja. Beide sind ein Resident und ein Citoyen, also ein Lützeburgische Nationalität und ein die zu Lützeburg leben, aber nicht Nationalität. Gibt einen Unterschied auf Resultat ist dasselbe. Also gebe ich nur mal, dass sie bestimmt ein bisschen speziell sozialen Medien. Nein, eben nicht. Soziale Medien. Und der Armee. Ja, der Armee ist die richtige Antwort. Soziale Medien sind am schlechtesten bewertet. Ah, wirklich? Ja. Die Leute haben am meisten Vertrauen in soziale Medien. Mir was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Fake News. Ja. Fake News, ja. Ja. Und du hast auch eigentlich für den nächsten Gast, gell? Ja. Eine Frau, die da wäre. Die wäre am Warten
der Gast dann stolz wäre. Fand ich geil, fand ich simpel. Und was ist bei dir? Wann ich dir die Frage gestellt? Ich denke auf den Weg, den ich machen oder gemacht habe. Sind ich stolz auf die, also ich habe die Frage rausgewählt, weil oft in nächster Fried wird sie regrehen oder was gehst du anderen. Ja. Weil alles gut ist und die Sache muss ich sich auch freuen, für sich weiter zu entwickeln. Mit einer Qualität, wo Leute sich vielleicht auch ein bisschen schwer, denen das sich wirklich froh, was finde ich da gut gemacht bislang. Und das bei mir gebe ich so an eben den ganzen Weg, den Prozess, wie ich mich als Mensch weiterentwickelt habe und dann natürlich auch als Sportler. Geil. Ja, gut. Das wird einfach alles. Ganz selber, weißt du, was ich sagen? Man hat schon Flasch noch gedurcht, nur der Quizneit. Weil so am Anfang ich nie gerne so viele Leute geschwätzt. Und da fand man nicht, dass das an der Show lehrt in das Jahr. Man muss immer über Sachen schwätzen, wo ich am Anfang keine Lust hat, drüber zu schwätzen. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ich mag das nicht gerne für Leute schwätzen. Mir am Anfang ist es einfach über das zu schwätzen. Und der Quizneit war ja über easy, so für die Leute schwätzen. Und da war es so am Anfang cool, aber das stadtlose, die Vue, was sich geändert wird. Gut. Bei mir, also, ich gehe so, mein Mindset war so generell Zufriedenheit mit mir selber. Also ich war immer ganz selbstkritischer Mensch, den wirklich nie zufrieden war mit sich selber, los, komplette Kontra. Also das bist noch allein mit dem, was du siehst, weißt du, so da sehen, sich mehr für einen anfällt, okay, was machst du da gut? Und bleib immer nicht mehr, was machst du da schlecht? So, und da habe ich auch gekriegt, du bist zu Ende. Ja. Okay, nice. Im Sport also, sollst du die positiven Sachen besser machen oder die schlecht so viel auf den Niveau zu kommen. Ja. Also gerade so. Und oft ist es so, dass du die gut sollst besser machen, weil die durch so mehr rausstechen wie die schlecht. Qualität zu schaffen, ja. Wie auch beim gewissen Niveau ist das so, weil wenn du niedrige Niveau bist, musst du also mal gucken, dass du generell besser ist. Und mit der natürlich musst du, ich gehe so dann auch in der normalen Arbeitswelt, wenn du dann etwas gut bist, musst du in die Richtung gehen. Ja, fair enough. Besser, du bist effektiv. Und hab's immer gut wie so generell an allem, so ça va, gut. Und du hast eine Gülle froh für als Audience mitgebracht. Ja. Und die wie lange ich an der Welt fahren. Und sie können etwas gewonnen. Ja, ich habe ein Trikot mitgebracht, also ein Speedsuit. Mit den Nummern aus meiner letzten Kurs im Dauphiné. Wie ist das Speedsuit? Ja, das an sich von Box und Trikot zusammen sind, das ist mehr aerodynamisch. Früher war den Trikot gut an einer Box. Okay. Merkt ihr da einen Unterschied? Ja, also du merkst es nicht direkt mehr. Okay. Das muss man. Nice. Okay, gut, perfekt. Willst du eine Option? Könnt ihr den, dass du entweder alles oder der Audience noch mal auf den Weg gehen? Nee, ist doch nicht, merci. Ja, ich bin gefreut. Merci dir. Merci, dass man den Kaffee machen kann. Merci, Glücksleben für Ihren wunderbaren Skier. Also mein Lieblingsorgan von dem ist wirklich Schwillefeld in Essen. Nee, schon den Flasch gegeben. Aber sie sind wirklich alle Nee, schon den Vanille-Leber wie den Molbier. Ich bin mittlerweile Privatklient. Das ist gut. Ja, merci. Merci. Ciao, ciao.